Und somit Christi zurück bei Generation Zero im Kapitel 2, der Weg zum Reaper. Das ist nun die letzte Episode, die wird am 6. kurz am Blick, sage ich da gleich, die wird am 6. Februar erscheinen, das ist der Sonntag, kurz vor der nächsten Episode, die Elder Scrolls Oblivion. Heute, was ganz Spezielles. Ich habe mich durchgequetscht oder durchgefeitet, wortwörtlich durchgekämpft, über eine Stunde. Ich war wieder unterwegs und habe mir gedacht, ich hol uns wieder einiges ran an Munition etc., alles was dazugehört. Was ich aber nicht wusste, ich war über eine Stunde, leider wieder vor keine Aufnahme, weil ich in den Augenblick nicht dran gedacht habe. Ich war über eine Stunde, kann ich das sagen, für diese Waffe, die habe ich gekriegt, in Himfjell beschäftigt, auf der Insel. Hier. Mit zig Hunter der Apokalypse-Klasse, einem Harvester der Apokalypse-Klasse und einem Tank der Apokalypse-Klasse. Heilige Scheiße, über eine Stunde. Ich weiß nicht, wie viel Adrenalinspritzen ich verbraucht habe. Ich weiß nicht, wie viele Medikits und Erste-Hilfe-Packs ich verbraucht habe. Es ist fast nichts mehr vorhanden. Ja, was soll ich das sagen? Es war ein Vergnügen. Nach der Stunde haben wir 5 Kaffee gebraucht. Genau. Heute, ich habe zwar schon Aufnahmen gemacht mit normalen Schwierigkeitsgrad, aber ich habe mir gedacht, wir werden heute mal was anderes machen. Die Materialien, die da so am Dumm liegen, dank des Respawn-Systems in mittlerweile jedem Spiel, werden wir uns die Materialien da mitnehmen. Und wir werden heute den schweren Schwierigkeitsgrad angehen. Ich möchte wissen, was diese kleine Basis aushält. Genau. Und zwar, das wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Wir werden nicht viel Zeit haben. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge heute gehen wird. Das kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich es auch nicht weiß. Wir müssen uns jetzt einmal herrichten. Genau. Wie du siehst, die Kiste ist noch, warte mal kurz, untersuchen, zerlegen. Jetzt möchte ich wissen, ob wir uns da eine neue Truhe herstellen können. Lagerbox. Aha, okay, die schaut nur immer gleich aus. Achso, na, die wird wahrscheinlich dadurch ein bisschen... Okay, na, die ist in Ordnung. Die schaut jetzt halt nur so aus wegen der glaube ich, wegen der Lichtreflexion da. Ja, was weiß ich. Links oben, das darfst du jetzt mal bitte nicht ernst nehmen. Da habe ich beim Herumlooten ein bisschen ein paar Nebenmissionen und Missionen triggert die Build. Das sind jetzt einmal unwichtig. Wichtiger ist das, was wir jetzt machen. Und zwar, ich habe gesagt, warte mal kurz, ich möchte da mal kurz reingehen. Wie du siehst, ich habe uns da ein bisschen entleert. Uns fehlt Kupfer, wir brauchen Elektrolyt, wir brauchen Uran. Und ansonsten Zwirn. Genau, an Zwirn brauchen wir auch, den habe ich jetzt uns schon geholt. Und ein bisschen Kupfer habe ich auch. Ja, wir werden schauen, was uns der heutige Loot bringt. Wir werden jetzt einmal 7 Adrenalinspritzen habe ich da noch und 3 habe ich da. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe sicher knapp um die 20 Adrenalinspritzen verbraucht. Ja. In Himfjell. Hat mir ehrlich gesagt heute viel taugt. Ja. Wir haben nur 5. Das ist nicht viel. Wir müssen uns sowieso, ich meine, du eh nicht, aber ich muss mir sowieso eine Taktik überlegen. Wir werden diese Verteidigungsmissionen da prinzipiell öfter machen müssen, wenn wir wirklich gegen den Reaper antreten. Ich habe es heute gesehen bei der Apokalypse-Klasse, beim Tank,
Heilige Scheiße, der geht weiter. Ne? Da geht schon was weiter. Das ist ganz eine eigene Macht. Schau, und das letzte Mal, wie ich da gespielt habe ich mir da ein paar Sachen, ähm, so experimentelle Sachen sind da dazugekommen. Ich glaube, die Thermunition war's und die da, nein, die war schon. Aber ich glaube, die und die sind dazugekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich würde da jetzt nicht irgendwas erzählen, was vielleicht nicht stimmt. Wir werden die erweiterten Sets nehmen. Da brauchen wir wieder ein paar. Bei der Kleidung müssen wir uns was einfallen lassen. Es gibt nur so viele Pläne in dieser Welt. Ich weiß nicht, wo die alle rumgammeln. Ich habe auch noch nicht alle gefunden. Tut mir echt leid. Gell? Nur, dass du gleich Bescheid weißt, dass du jetzt auch die Richtung weißt, in die wir jetzt gängen werden. 13 Landminen. Naja, warte mal. Jetzt hast du mir auf eine Schweinshaxen-Idee gebracht. Sprengstoff, Stahl, Blei. Sehr geil. Das, was wir nicht unbedingt brauchen, das werden wir gleich mal vernichten. Genau, das werden wir gleich mal ad acta legen. Dann müssen wir ins Inventar. Und zwar, wir werden uns jetzt gleich mal die wichtigsten Dinge vorbereiten. Haben wir noch irgendwo Feuerwerkskörper? Na, wir werden zuerst die anderen benutzen und diese hier. So. Genau. Wieder eine experimentelle Waffe mehr und einmal schauen, was wir dann, wenn wir diesen Schwierigkeitsgrad schwer hinter uns haben, was wir dann an experimentellen Dingen kriegen. Folgendes. Jetzt überlege ich nur gerade. 9 Millimeter. Mehr habe ich aber nicht. Ah, übrigens, ich war ein Vollidiot. Ich habe den Raketenwerfer zerstört. Ja. Der ist nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, wo der ist. Wir müssen schauen, dass wir da unbedingt einen Neichen kriegen. Ich weiß aber nicht, wo auf dieser Karte dieser spawnt. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ansonsten haben wir mit dem anderen, der zwar bessere Stufen hat, das ist der da. Der macht zwar etwa ein klein wenig weniger Schaden. Ich habe aber lieber zwei später dann, wenn wir gegen einen Tank antreten. Und ich glaube, das wird ein bisschen sehr heikel. Ja. Jetzt möchte ich aber nur mal was schauen. Ich glaube nämlich, na, die panzerbrechende Muni, die 9x9, 9x39, die kriegen wir, glaube ich, in die Waffen nicht ein. Jetzt schauen wir mal nur gerade, ob wir vielleicht da 9 Millimeter, da könnte man sogar was herstellen für die Waffen. Weißt was? Das machen wir. So, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir brauchen ein Gewicht, wir müssen auf unser Gewicht auch schauen im Endeffekt, wie du siehst. Machen wir es klar. Erzeuge Regionspunkte, um Angriffe zu provozieren. Supi. Ja. Dann suchen wir uns einen Gegner, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Schaß mit an. Leonard's Marine, wenn ich da rausgehe, habe ich wieder irgendeinen Scheißer am Hals, was mir nicht juckt. Der Eroberer der Altstadt, das war FNIX-Klasse mit 4 Punkten, mit Level 4. Oder Militärklasse. Warte mal, was haben wir denn da? Der Beherrscher der Felder. Wo war denn der jetzt da? Wisse. Broskula. Ah, das ist die Villa, glaube ich. Schauen wir mal hin, ist ja wurscht. Dann erzeugen wir ein paar Punkte und dann sehen wir eh weiter.
Wird halt ein bisschen länger gehen. Aber wie gesagt, ich habe es eh schon mal erwähnt. Na, brauchen wir dabei nicht. Ich habe es eh schon mal erwähnt. Dadurch, dass viele meiner Videos nur alle 14 Tage erscheinen, nehme ich mir mittlerweile die Freiheit heraus und ja, mit einer Lauflänge bis zu einer Stunde sind wir dann vorn dabei. Wo ist jetzt dieser eine Visionär? Rivalenprofil, 316 Meter, genau, das ist jener hier. Vielleicht. Also na, ich bin ja in dem Gebiet. So ein Käse. Na egal. Ich müsste eigentlich da bei uns in der Umgebung. Weißt du was? Sei's drum, sei's drum. Ich werde mir das so einmal machen. Wir verfolgen jetzt einmal ihn, werden uns mit ihm anlegen, dann werden wir schauen, was kommt. Und dann gehen wir da in unser Gebiet runter, wo wir die Regionspunkte, wie das heißt, brauchen. Genau, das heißt, ich glaube, damit fahren wir am besten. So. Brauchen wir. Feuerwerkskörper, immer gut. Ich verzichte heute mal aufs Fernglas. Ich meine, gut, momentan verzichte ich sowieso sehr viel aufs Fernglas, weil ich einfach mittlerweile der Meinung bin, es nimmt nur Zeit und Platz weg. Genau. Irgendwas hat uns da... Ah, Hundi. Hohoho! Der Sound von der Waffen ist geil. Haha! Alter, ist die Waffen geil. Ah! Den nehmen wir mit für unsere andere experimentelle Waffen. Also Hundi. Hundi Vagabundi. Ist der geil. Faustfeuerwaffen. Hätte ich auch 2 oder 3 im Angebot. Wir nehmen ein paar Baumaterialien auch mit. Wir müssen ja schon nebenbei ein bisschen sammeln für das am 8. Februar erscheinende DLC, gell? Landfall Update. Und das Bau-DLC, was kommt. Base Assault oder wie das heißt. Ich hab's dann aussuchen. Zwirn werden wir brauchen. Irgendwas hat uns gerade wieder im Visier. Ah. Hohoho! Alter, hat der einen geilen Sound. Hohoho! Halt die Goschen, ist der geil. So, jetzt haltet euch fest, wir sind ins Visier genommen worden. Haha! So. Harvester. Wisst ihr was? Na, ich werde euch heute einfach einmal mit einem Massaker verwöhnen. Schaut, was da unten noch dumm kreucht und fleucht. Wir haben eine neue Waffe, die wollen wir gleich mal testen. Und wir wollen natürlich uns für den Tank einige neue Taktiken ausdenken. Für den Reaper. Wir werden sie benötigen. Wir nehmen ein bisschen Kleber auch mit. Wurscht, wenn wir jetzt das mit der Verteidigung heute nicht machen, ist auch wurscht. Das können wir dann nachher machen. Der hat einen geilen Klang. Hört ihr das an? Ja, leider hat sie halt nur sehr begrenzte Magazingröße.
Ist die Waffen geil. Alter, du goldener Rammeloschi, bitteschön, Meister. Okay. Und wenn der Tank da hinten glaubt, dass er uns davor kommt, dann hat er sie aber geschnitten. Boah, ist die Waffen geil! Aber wir brauchen Muni dann später dafür. Saugeil. ob die Burschen wissen, was einer blüht, hä? Alter, schau dir das auf, sie da gerade. Alter! Jetzt darf ich mich aber nicht spülen. Warte mal. Wir werden die ganze Rasselbande da auch verlocken. Ich hab so richtig Bock auf einen Häuserkampf, ehrlich. Jetzt wird's lustig. 2 Harvester, ein Tank und zig Hunter. Aber übermütig darf jetzt nicht werden. Weißt du, wie es heißt? Übermut hat kein Gold im Mund, gell? Alter, ist das geil. Die Waffen ist geil. Feier ich grad voll. Wir werden aber trotzdem Munition brauchen. Die Trotteln schießen sich selber auf. Oh, wir haben Besuch. Der Staubsaugervertreter war das. Aua! Ja, das junge Badl, was da eingezogen ist, sich seinen Traum erfüllt hat und dann, ja, leider im Weg stand, wie man so schön sagt. Kann man da einer, gell? Schalldämpfer für Flinten brauche ich nicht, ich spüre keine Flinten. Bist du deppert oder geht's so, ha? Wahnsinn. Okay, Baby. Können wir sagen.
falls du das nochmal siehst, Manuel, bitte, was du mir vor über einem Monat in den Kommentar geschrieben hast, zwecks die experimentellen Waffen. Ich habe mir jetzt nochmal erkundigt, die experimentellen Waffen leg dich mit so viel Apokalypse-Klasse an, wie es nur geht. Mhm. So. Mhm. Sind schon wieder am herumglitschen. Die Schweindeln. Aber jetzt müssen wir vorerst einmal ein bisschen Munition sparen, beziehungsweise ersatzweise einmal die nehmen. Weil wie du siehst, wir haben nichts mehr. 9 mm haben wir jetzt alles verschossen. Aber egal. Ist ja die auch schön zum Spielen. Bist du deppert? Okay, von da hinten kommt der Harvester. Ja, das war ein Volltreffer, wie man so schön sagt. Au! Das ist die... Das ist die Billigsdorfer Muni. Okay. Oh. Lassen wir da. Brauchen wir da nicht. Feuerwerkskörper ist wichtig. Nehmen wir auch mit. Passt. Wir müssen ja für die 9 mm wieder sammeln wie... Naja. Tussi-Uhr. Bist du deppert? Ob sie ein bisschen sauer sind, hä? Anscheinend. Aha. Er geht mal ein bisschen auf die Eier. Mal schauen, ob wir ihm schon Rest geben können, aber anscheinend hat schon mal besser ausgeschaut, der Bur. So. Ich weiß, es ist natürlich überschlau, wenn man so viele Gegner hinter sich hat, aufs offene Feld zu laufen und gleich noch einen anzupullen, anzutriggern. Was das? Den kennt man aber gleich mitnehmen. Aber kurz, ich habe ja da genug Raketen mit, so ist es ja auch wieder nicht.
shit, der ist daneben gegangen. Ich muss zuerst die... Na, wenn soll ich zuerst ausrahmen, hm? Da gleich der nächste Tank. Na, heute haben wir genug zu tun, hä? Wurscht, dann bist du da mal beim Gefechtler dabei, ist auch scheißegal. Ah, das hebt halt wieder meine Laune, ehrlich. So. Es hat gerade irgendeiner einen Geist aufgegeben. Ah, da Harvester was. Nicht einmal. Doch. Au! Das war jetzt, das muss ein Hunter gewesen sein von Militärklasse oder FNIX. Und das war jetzt er. Okay, Rückzug. Bei der Villa neues sammeln. Ja, du Trottel, da schaut's aus wie von Schrottplatz. Bist du deppert? Komm her. Haben wir gleich. Wenn du glaubst, dass das oben aussehen mit Taktik noch viel zu tun hat, wie du siehst, nö. Es macht so Laune. Es macht so Spaß, das Spiel. Das ist ein Hammer, ehrlich. Da du Billigsdorfer Duracell-Hasel. Ja, da geht schon, ha? Geil. Und ja, ich liebe dieses Spiel. So, Harvester Nummer 2. Bist du deppert, hast du jetzt gesehen, wie es ihn zurückgeschmissen hat? So, dann brauchen wir dich. Dankeschön. So, das war jetzt der nächste. Gehen wir ja mal. 15 Granaten haben wir ja. Nur ist ja das große Problem, dass die A-Klasse Harvester nämlich auch einiges aushalten. Ich hoffe, das geht sich aus mit den wenigen Raketen, die wir noch haben. Uah! Schreck mich nicht. So, das war der nächste Harvester.
Jetzt haben wir noch genau 3 Raketen. Und zwar, wir werden den Harvester jetzt mal anders angehen. Schau her. Ist der Harvester jetzt down? Jo. Gut, jetzt müssen wir uns nur mehr um den Unrat kümmern. Dazu habe ich auch eine Idee. Ich muss jetzt aber zurück auf zur Villa. Und zwar, ja. Haha. Haha. Idiota. Idiota di Galleria. Oh. Mir sind die Medikits ausgegangen. Die erweiterten. Ich muss schauen, dass ich für die Waffen irgendwo eine Magazinerweiterung kriege. Du Daddel, das ist ein Schlachtfeld, ha? Schaut, dass ich schon Maximallevel habe. Da hätten wir gerade was kriegen auch noch dafür. Wurscht. Wir nehmen jetzt alles mit. Naja, hat ja einiges zu bieten, der Gute. Nehmen wir alles mit einmal. Das ist ja... Also nein, da ist er... Okay. Ah, das waren 2 Harvester, okay. Wo ist denn der Rivale gewesen? Warte mal kurz, da sind noch 2 Harvester. Den nehmen wir gleich auseinander. Perfekt. 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 44er brauchen wir zwar nicht unbedingt. Da brauche ich nur... Na, 44er, da sparen wir uns. Die Waffen ist scheiße. Erweitertes AG5 Magazin. Gummi. Perfekt. Ja, hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Und da vorne ist ein Unterschlupf. Genau. Regionspunkte haben wir das zwar keine erzeigt, aber egal. War halt mal ein ganz lustiges Gefechtle. Wie du siehst, es ist abgegangen wie Schmidts Katze und hat nicht so lange gedauert, wie man es zuerst geglaubt hat. Sehr gut. Ah, das sind diese komischen... Genau, das sind die da, die komischen Bunker da, das sind wir sein soll. Okay, ich werde da jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich genau weiß, was wir weitermachen. Genau, weil ein bisschen was möchte ich da schon noch sagen, bevor es dann ins große neue Update BZW DLC geht. Genau. So. Natürlich möchte ich natürlich eine rauchen, gell? Also da brauchen wir gar nicht weiterreden. Perfekt. Sanitöter-Paket werden wir brauchen. Das werden wir brauchen. Nehmen wir auch mit. Na,
Radio braucht man nicht unbedingt. 57. Perfekt. Alles eingelagert. Sehr schön. Das gefällt mir uns alles. Da haben wir nichts. Die Rauchgeschosse, die finde ich unnötig. Weiß nicht. Ich schaue nur gerade. Also die Waffen haben eigentlich eh nur Sprengstoff und Blei. Kupfer. Gibt's irgendwas? Sprengstoff und Blei. Sprengstoff, Blei, Blei, Sprengstoff, Blei, Blei. Ja, die gebe Kupfer. Scheißen. Kupfer. Da würden wir 100 benötigen. Da Blei. Okay. Die Muni, was wir da aber ersatzweise haben, die werden wir da ablegen. Die brauchen wir nicht unbedingt. So wie den Schatz braucht man nicht. Den Schatz braucht man nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Faustfeuerwaffen brauchen wir auch nicht. Die tun wir weg. Die tun wir weg. Die 9 mm, die Vollmantel, die halten wir uns. Die 37 tun wir weg. Die Hohlspitz, die tun wir weg. Blindenlauf, die tun wir weg. Vogeldunst. Die Vogeldunst ist, glaube ich, die stärkere, gell? Na, dann halten wir uns. Dann halten wir uns die 115. Na, da wir auch weg. Die kriegen wir eh schneller noch, als was wir schauen können. Das ist ja ein bisschen Billigsdorfer Ware und die tun wir weg. Genau. Okay, und ich überlege mir nun das weitere Vorgehen, gell? Nur dass du Bescheid weißt. Wir werden jetzt aber aufgrund des Gewichts der Waffen, die wiegt, wieso zacken wir da 2 Kilo an? Okay, zack eigentlich überall 2 Kilo an. Hey, da hätten wir sogar Munition mit. Wir nehmen nochmal die 4 Waffen mit. Ich bin sogar am Überlegen, vielleicht finden wir noch irgendwo ein besser ausgerüstetes N60 Maschinengewehr. Ich liebe diese Waffe. Wir dann da ein bisschen Sanitäterpaket. Da Haarnadeln, da haben wir die Hälfte weg. Jetzt halten wir uns die Granaten, da haben wir die Hälfte Wir brauchen eh genug später dann für einen Tank, für einen Reaper. Die Landminen, da haben wir da einer. Die werden wir dann später brauchen für etwaiges. Ja. Und die zwei kennt man eigentlich erweitertes AG. Warte mal. Also das ist ein AI. Na. Ach, schade. Wie machen wir das? Weißt du was? Sei es drum. Wo waren das jetzt drinnen? Da, glaube ich. Klebstoff und Stahl. Klebstoff, Gummi, Titan. Haben wir eigentlich momentan genug. Weißt du was? Sei es drum. Genau. Perfekt. Was gibt denn das eigentlich her? Da braucht man 5 Kupfer, Titan, Plastik, Zwirn. Wurscht.
Wir lassen das jetzt einmal so. Ich mache da jetzt einmal einen kleinen Schnitt. Und dann überlegen wir uns, wie wir weitermachen, bevor wir ins große Update BZW DLC gehen. Genau, so was machen. Also dann machen wir es so. Entweder sehen wir uns im DLC oder danach, wenn ich Regionspunkte gesammelt habe. Man sieht sich und bis bald oder bis gleich. Baba. So, da, grüß dich zurück. Wir sind da jetzt da in der Nordküstenregion mit 4 Rivalen. In dieser Region, wo wir eigentlich das mit der Heimatbasis hätten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten schauen, dass wir uns zuerst dieser 2 entledigen. Okay? Oder wir reisen da runter nach Österwijk und schauen, dass wir die Gegend da unsicher machen. Wir könnten auch so machen, dass wir daher reisen und dann Richtung Süden marschieren und dann uns diesen Herrn schnappen. Das würde jetzt aber, ich glaube, ein bisschen den Rahmen sprengen. Wisst ihr was? Wir werden es jetzt mal so machen. Wir werden uns jetzt noch diese 2, nein, nicht da. Da. Wir werden uns jetzt noch diese 2 schnappen. Und dann schauen wir weiter, wie wir mit der Zeit liegen. Ich will das Ganze jetzt nicht unbedingt länger in die Länge ziehen. Ja, das wäre ein bisschen doof, sag ich jetzt einmal. Gell? Wir werden uns jetzt mal die 2 Herren da drüben schnappen. Das müssten die 2 sein. Im Unterschlupf haben sie dessen wieder 2 oder mehrere Zecken niederlassen. Was mich natürlich sehr freut, gell? Siehst du, der Teufel ist da. Also da stimmt das Sprüchel wieder, wenn man vom Teufel spricht, gell? Aber die Waffen klingt so geil. Kurz öffnen und wieder schließen. Hey du Teufel, du! Boah. Experimentelle Jacke. Oh, nehmen wir mal mit. So wurscht. Ich glaube, wir werden wirklich in unserer Region verschwinden. Wer ist er? Rival? Das war Apokalypse-Klasse. Weißt du was? Scheiß drauf. Die holen wir uns. Apokalypse-Klasse, das verspricht guten Loot. Mhm. Das befriedigt so innere Triebe, weißt? Also wie man Videospiele so geil machen, dass du mit der Route nochmal dumm bleibst. So auf Wassersuche, so auf Wasseradersuche, weißt, mit der Route fahren. Brrrt. So, komm, ist der so weit weg? Na, eigentlich nur mehr knapp 200 Meter, den werden wir wohl gleich geholt haben, oder? Wo ist er denn da?
Ich liebe dieses Sounddesign, was die da zusammen gebastelt haben. Boah. Wie nenne ich diese Waffe? Die alte Lady, die Hammer. Na ja, gut. Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht, aber ist ja wurscht. Mappe. Wir gehen auf die Mappe, genau. Jetzt suchen wir uns da also ein Schweinshaxer raus. Der Eroberer der Altstadt, FNIX, das dauert ja gleich wieder 3 Stunden, gell? Wurscht. Wir reisen mal da schnell her und dann schauen wir weiter. Ich mache da jetzt wieder so einen kleinen Schnitt und dann, wenn ich weiß, wie es weitergeht, ja, wirst du das gleich sehen. Baba dabei. So, da bin ich wieder. Und zwar, ich habe mir jetzt was ausgesucht. Schau her. Wir haben da in der näheren Umgebung, ich bin jetzt da herunten in Österwijk. Wir drehen jetzt da eine kleine Runde zu dieser Relaisantenne. Wir werden schauen, dass wir die ohne viel spektakulären, wie sagt man so schön, ohne viel Lärm mal ausschalten, deaktivieren. Und dann schauen wir weiter. Die muss da vorne sein. Unser Gewehr hat 600 und nichts von der anderen Muni. Passt. Inventar. Ach so, geht ja gar nicht. Ich habe ja die Dings in Raketenwerfer nicht mit. Egal. So viel kann die Relaisantenne nicht los sein, eigentlich. Sagte er in seiner jugendlichen Naivität. Aua. Okay, FNIX, auch in Ordnung. Haha, da bin ich. Du Kopf, du. Mama mia. Uah. Unseren Charakter wird schon 3000 Mal umgezogen, dass ich gar nicht weiß, wie er heute ausschaut. Aha. Die Deppen haben sich gleich selber abgeschlachtet, bis zu da ist er angegangen, aha. Haha. Schon blöd, wenn man so blöd ist, gell? Na, da schaust, ha? Ah, okay. Habe ich auch noch nie probiert, das Modul. Werden wir heute probieren, ja? Das Spiel hätte ein Parcours-Level braucht.
Ja, gerade. Du Dödel, was sind denn das hergerollt? Hilfe! Mami! Mami! Oh! Hey! Da haben wir einen relativ großen Unterschlupf. Cool. Mal eine Tür zumachen. Bah! Lad nach, Mädel. Wurscht. Ich nehme jetzt mal alles mit. Weil ich werde unser Inventar, bevor es ins Update geht, eh nochmal ausrahmen und umrahmen und verrahmen. Was haben wir jetzt für Hund? Die Effekte sind so genial gemacht. Holla. Holla. Falsche Tasten. Danke. Hundelein, wo bist du, du kleines Stachelschwein? Warte, ich mach da noch ein Türchen auf. Ich nehme jetzt nochmal alles mit, weil wir werden die Ressourcen daraus benötigen. Nehmen wir mal an. Da müssen mehr Hunde aber gewesen sein. Aber nur wo? Da ist er. Machen wir ganz kurz. Ich werde das jetzt anders machen. Die sollen sich da mal ein bisschen penetrieren miteinander, gell? So. Hunter. Na, das war Hund. Na, wo ihr Hunter, schau. Jetzt zerstören wir diese Antenne. Sag, ist da Unterschlupf? Anscheinend ist hier was Gewaltiges daneben gelaufen. Da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Ich drücke jetzt noch ein bisschen aufs Gaspedal, gell, wie man so schön sagt. Ah, da ist sie schon.
Aber die Maximalpunkte haben wir noch nicht erreicht, gell? Na. Super. Warte mal. Log. Nebenmissionen. Nö, können wir noch nicht machen. Aber da ist noch ein Hunter, den könnten wir uns auch noch holen. Vielleicht funktioniert es dann. Aha. Interessant. Da haben sie gleich die Maschinen von der Navy haben sie gleich auch geschossen. Ah gut, ja. Ja. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Wo ist der Hunter? Da ist er. Perfekt. Perfekt. Wir kennen uns noch mehr, okay. Okay. Ich werde dort noch mal einen kleinen Schnitt machen. Und wir sehen uns dann bei der Burg, oder wie du das einmal nennen willst. Das Haus, das Verrückte macht. Und dann gehen wir eigentlich für heute nur mehr eine Stufe der Verteidigung an. Genau. Siehst, Mark Backen müssen wir auch noch erkunden. Wie gesagt, es gibt noch genug zu tun, gell? Waren die das wirklich so brav? Sie haben heuer einiges angesprochen. Avalanche Studios, die Entwickler. Und man darf gespannt sein, was noch alles kommen wird heuer. Wie gesagt, das Jahr ist noch jung und ich bin momentan sehr zuversichtlich, was Generations Zero angeht. Warum eigentlich? Kommen ja doch so viele gute Spiele. Ne? So gut können es nicht sein, wenn es mich nicht interessieren. Blöde Meldung, ich weiß. Gut. Wow. Gut. Jetzt reise ich dorthin. Und wir sehen uns dann, wenn ich alles soweit fertig gemacht habe. Gell? Also dann, bis gleich. Baba dabei. So, da, grüße zurück. Wir sind nun soweit, dass wir uns auf den schweren Schwierigkeitsgrad begeben. Ich habe außen 13 Landminen an bestimmte Orte gelegt, wo ich ungefähr abschätze, wo die Wellen sich ranpirschen an unseren Bunker oder an den Scheißdreck da halt, gell? Und zwar, ich habe uns jetzt einmal alles hergekriegt, wie du siehst, auch diese geilen Dinge habe ich uns da schön hergekriegt. Im Inventar haben wir eigentlich fast nur das Notwendigste. Wir haben 28 erweiterte Erste-Hilfe-Sets, dann haben wir da 13 von den kleinen EMP-Zellen, 4 von den Feuerwerkskörpern und 15 Granaten. Dann haben wir mit unserer experimentelle KVMP gepisst. Ich muss mir erst den Namen dafür einfallen lassen. Unser Granatgewehr. Eine Waffe musste leider weichen. Das war die alte Lady. Dafür haben wir die Pump Action mit. Die experimentelle, wo wir die Gegner schön rosten lassen können. Und ja, unser alltägliches Sturmgewehr. Genau, wie wir es halt immer mit haben. Derzeit.
Gut, dann machen wir uns bereit. Ich wollte eigentlich am Tag das Ganze machen, aber da ich nicht weiß, wie dieses Spiel Tag und Nacht berechnet, machen wir heute mal eine kleine Episode im Dunkeln. Genau. Wir werden heute alle zusammen im Dunkeln tappen. Halte für schweren Modus. Und nun viel Spaß, dass du dir das anschauen kannst, dieses ganze Theater, wenn ich hier klag und sanglos versage. So. Merci da! Komm, spiel! Los geht's. Aha. Bro, der Turm ist weg, scheiße. Geht nicht, scheiße, wir haben keinen Zwirn. Na, das wird halt Arsch. Jo, das wird heute eine Arschpartie. Ja, ich habe noch einen Auftrag nebenbei angenommen gehabt. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Aber ein alter Maut denkt nicht viel, was der wie das ist. So. Jetzt da. Haben wir uns da um einen Hund zum kümmern. Mir fällt Zwirn, scheiße. Also muss ich in Zukunft wieder mehr Zwirn mitnehmen. Das zwirnt mir ein bisschen an. Die Türme habe ich nämlich deswegen aufgestellt. Die dienen als Vor-Dingsbums für Datebumsen da. Warte mal kurz, das können wir auch reparieren. Genau. Achso, das... Naja, was ist das? Vielleicht geht's ja der eine Turm dennoch aus. Warte mal. Und ja, unser Baracken da, die wird nicht mehr dieselbe sein. So. Da haben sie uns den Turm weggemacht, gell? Bau nicht möglich. 15 Sekunden haben wir noch. Vielleicht können wir da noch irgendwas hinstellen zur Verteidigung. Nö. Das Spiel lässt uns nicht. Schweinerei. Okay. Programmiert sind sie ja eigentlich, dass sie direkt durchlaufen zur Burg oder zur Basis, gell? Boah, die Waffen ist ein Hammer, ein Traum, Alter.
Alter. Aha. Gut, jetzt werden wir uns mit Granaten aushelfen. Scheiße, da kommt ein Tank. Der muss weg, dringendst. Schau, Grutze fix da. Aber wenn dir das gerade ein bisschen chaotisch vorkommt, ja, es wird chaotisch. So, du Prunkstück der Technik. Ich hoffe, du weißt, was ich vorhab, oder? Sehr gut. Maschinengewehr ist herunten. Jetzt schnappen wir uns einen Raketenwerfer. So. Boah. Du Dreckige, du. Na, warte noch. So nur Klasse A. Sollten wir eigentlich gleich ad acta geführt haben. Benga, du Warzen, du. Sehr gut. Shit. FNIX. Das war wohl nix. Okay. Ihr Clanhausen-Scheißer. Geht's mal auf den Zwiebel. Also das gehe ich euch auf den Knoblauch. So. Nehmen wir alles mit. Nur. Offen und ehrlich gesagt, ich hab's ja schon zigmal probiert. Prototypenklasse und der Militärklasse und auch bis zum FNIX-Tank bringst du Maschinengewehr und Raketenwerfer bringst du ja gleich mal weg. Den kriegst du gleich mal weg, sofort. Das ist absolut kein Problem. Bei der Apokalypse-Klasse tust du da ein bisschen schwerer. Ich hab's heute probiert. Shit, mir fällt der Zwirn. Scheiße. Warte mal. Ja, wie gesagt, je kleiner du deine Basis machst, desto... Na nicht, du, Hirschsuppen. Je kleiner du deine Basis machst, desto schwerer dann sie. Bin ich drauf gekommen.
Ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, das wirst du im Let's Play dann nicht selber sehen. Da war meine Basis auch so riesig, gell. Ich bin sogar mal überlegen, ob ich später die Basis noch kompakter, noch kleiner mache. Au! Dreckert. Ah, die Finger wird auf die richtigen Tasten finden, weißt? So, lad noch Mädel. Aha. Du bist der ganze Wütsau, du. Weißt du was? Ich schalte jetzt einfach an, wenn ich darf. Ja, das reagieren sie da gar nicht. Schaut. Aber ich lenke sie ein bisschen zu mir her, weißt? Weil dann habe ich nämlich später dann bei der Basis ein bisschen mehr Haltung. Oder Haltbarkeit, so. Wenn wir nämlich aufpassen, einen Turm haben sie mir schon weggefetzt, ne? Boah. Also wie du siehst, das war jetzt der Beweis, sie sind so programmiert, dass sie eigentlich nur zur Basis zugeladen. Was eigentlich eh logisch ist, ne? Ja. Total, jetzt geht da ein bald die Muni aus. Wurscht. Macht das Ganze dann ein bisschen interessanter. Ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern. Spätestens. Ich werde versuchen, dass wir den Inhalt von den Update und DLC so hinbringen, dass wir uns danach gleich um einen Reaper Tank kümmern. Jetzt will ich ihn endlich einmal angehen. Das Schwein im Sautrog. Oder den Trog mit der Sau. Ja, so irgendwie halt. Keine Ahnung. Gut. Dankeschön. Au! Sau. Ja, FNIX, das ist schon ein anderer Kandidat, ja. Aber trotzdem, ich muss die Basis komplett umbauen fürs nächste Mal. Ist da irgendwo ein Harvest, da da so viele Dings dumm zwitschern? Schau! Um die Zecken brauchst du nicht kümmern, jetzt reißt sie passiert. Boah, wie schaut's aus? Wie viel Zeit habe ich denn noch? 1,33. Jetzt müssen wir uns ein bisschen dummeln, bevor die nächste Welle daherkreuzt. So. Jetzt schauen wir schnell. Warte mal kurz. B.
Uns fehlt ein Zwirn. Also das muss unbedingt auf die Liste der To-Do. Genau, das To-Do. Mhm. Zwirn. Okay, warte mal kurz. B. Ah, scheiße. Ich laufe da jetzt mal schnell alles durch, gell? Muss da nur schauen, was wir an Waffen gekriegt haben. Okay, ich glaube, wir sind jetzt soweit alles angelaufen. Der Harvester liegt da in seiner kümmerlichen Existenz, genau. Ja. Gut, der ist eh leer. Müssen wir uns dabei? Ja. Siehst du, das DHD macht weit mehr Schaden. Okay, los geht's. Ab in die nächste Welle. Aber es macht trotz allen Laune, wirklich. Weißt, allein nur durch dieses, das Spiel hat eine eigene, ganz eine eigene Dynamik. Mit den Robotern und mit den Maschinen. Das kann ich fast nicht beschreiben. Scheiße. Ja, wir werden die Türme verlieren. Das kann ich jetzt schon verraten. Wir werden alles verlieren, glaube ich. Bist du deppert, da können wir farmen, dann bist du wie die Trotteln. Schau. Jetzt, das wird jetzt echt knapp. Warte mal kurz, ich probiere schnell was. Ja. Dass wenigstens die Seiten verteidigt wird, weißt du?
Weil was ich weiß, müssen wir uns mit noch einem Tank auseinandersetzen. Da ist er schon. Scheiße. Wir müssen zuerst schauen, ob wir die Dings wegkriegen, die Hunter, und dann müssen wir uns um Ehren kümmern. Genau. Zuerst die Hunter und dann Ehren. Wo ist er? Okay. Und jetzt da in den Kampf mit dem Tank. Warte mal kurz. Können wir vielleicht? Na, können wir nicht. Schaut. Gut, jetzt heißt's Raketen gegen Raketen. So, du Depp, komm her. Geil. Wir verballern jetzt alles in ihm ein. Militärklasse ist schon ein bisschen anders das Kaliber wie A. Oder die Prototypen. Na, bitteschön. Komm. Mädchen, laut nach. Ich liebe dich, aber... Wenn du kein programmiertes Wesen wärst, würde ich mit dir sogar auf einen Café gehen. Dir sage es. Warte mal, ja, er reagiert drauf. Geil. So. Boah. Also, Mädchen, du hast schon gewaltig was eingesteckt in die letzten Wochen. Ja, die Türme haben wir keine mehr, siehst du? Alles hin. Ja! 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 Du geile Sau, du! Uran, was haben wir denn so als gekriegt? Kind der Apokalypse-Jacke, geil! Kupfer, Uran, Blei, Sprengstoff. Yes, baby! Ja! Voll geil! Okay, wir haben da einiges zum Reparieren. Ja, wir brauchen eine komplett neue Basis, ehrlich. Boah, das ist jetzt geil. Okay. Wir werden jetzt mal alles fertig auseinandernehmen und looten und ja, schon wissen. Ah, war das jetzt geil. What, das ist jetzt geil. Der leider schon, was da mal dumm liegt. Oh, voll geil. Aber wir werden jetzt einmal diesen Ort verlassen und werden uns nach Stenhager begeben. Dort haben wir eine Ruhe und da können wir uns dann gleich mal die ganzen Dinge anschauen, die wir da gekriegt haben und hin und her und bla 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 und tralali und tralala. Ja, passt da. Ah, da ist noch was schon.
Mein nötigenfalls, ich habe eigentlich gesehen, dass wir da diese zwei Sturmgewehr gekriegt haben. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich die zerstören soll für Material. Geil wär's, gell? Ja, wurscht. Wir sind dort mal fertig soweit. Wir müssen die Basis fürs nächste Mal anders aufbauen. Ich meine, sie hat gut überlebt. Das muss man so lassen, gell? Material hätten wir auch genug gefarmt. Schau das an. Was haben wir? 9 mm Sprengmunition. Alter Vati, ha? Fertigungsplan für experimentelle Munition, mit dem sich 9 mm Sprengmunition. Eigenschaften: Annäherungsbombe. Diese Munition wurde mit einer äußerst kleinen Annäherungsbombe versehen, die an der Einschussstelle der Kugel platziert wird. Alternativ kann direkt damit auf Feinde gefeuert werden. Dabei besteht die geringe Chance, dass die Bombe sofort detoniert, was mehr Schaden verursacht als eine platzierte Bombe. War geil. Geil, 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 Alter. Alter. Voll geil. Ja, ja. Da muss der geil werden, erst du. Warte mal, wir haben noch was gekriegt. Achso, ja, uns fehlen leider. Warte mal kurz. Zerlegen wir das einmal. Das schöne Ding kann da stehen bleiben. Wir brauchen... Ja. Mit denen habe ich fast gerechnet. Ist egal. Wir reisen jetzt mal ganz kurz zu... Wohin habe ich gesagt? Wo haben wir unsere Ruhe? Da, Stenhager. Und die Kind der Apokalypse-Jacke haben wir gekriegt. Schauen wir gleich mal. Herrlich. Dann machen wir zu. Damit wir unsere Ruhe haben. Ich werde jetzt einmal die Basis in Ruhe lassen bis zum DLC. Wir werden das Ganze miteinander irgendwie verknüpfen, gell? Dass du gleich mal Bescheid weißt, auf was du einstellen kannst. Dann werden wir was machen, weiß ich noch nicht. Oder mal Jacke. Schleichwiderstandsjacke, das ist die Kind der Apokalypse-Jacke. Schaut aber geil aus, aber leider erfüllt sie keinen Zweck, das ist der Schatz. FNIX Hunterjacke, die ist besser, glaube ich. Explosionswiderstand. Geschosswiderstand. Schutzanzugsjacke, Geschosswiderstand. Aber weißt du was, die kennt man dabei anziehen. Ich habe da halt noch eine Jacken gekriegt, die da, genau. Geschosswiderstand. Ansonsten haben wir da eh nichts. Weißt du was? Wir bleiben bei der mit dem Explosionswiderstand. In Zukunft wird mehr explodieren, als was uns lieb ist. Warte mal, was wollt ihr jetzt schauen? Wir müssen da... Ich werde es jetzt so machen. Ich will mich da jetzt mal von euch verabschieden. In den kommenden Tagen erscheint dann dieses komische DLC. Die haben wir gekriegt. Und die haben wir gekriegt.
Das sind diese DLC-Waffen, weißt du was? Die können wir ad acta führen. Genau. Wow, schau, was wir gekriegt haben. Wir haben sogar noch einen Platz. Okay. Wir müssen sowieso jetzt einmal anfangen, dann im DLC uns die ganzen Dinge zu wieder erarbeiten. An Munition etc. Also das hat uns jetzt wirklich viel gekostet. N9 habe ich so eine überhaupt? Na. Ich habe im Prinzip eigentlich nur die experimentelle. Das ist ja kein N9. Na, ist eine Klauke. Weißt du was? Da ich mit der Waffe eh nicht spiele. Die gab uns nämlich Aluminium und Tungsten. Was ich bei Weitem sinnvoller finde. Ich werde ein bisschen zusammenrahmen. Aber das mache ich dann außerhalb von den ganzen Quakel. Und wir sehen uns dann eigentlich schon zum DLC und Update. In wenigen Tagen. Ja. Ich bin schon neugierig drauf, was sie die Entwickler einfallen haben lassen. Wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Du wirst von mir hören, du wirst von mir sehen. Und ich sag nur mehr Baba dabei. Und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt bei dieser ganzen Quirkel-Quagel-Quugel-Quagel. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Baba dabei.